freue mich, hier bei euch zu sein, hier in Wettingen. Es ist ein Privileg, ich habe mir richtig Freude, hierher zu kommen. Und ich möchte auch die Jungen begrüßen, die ich jetzt nicht sehe, aber schön, dass ihr zuhört, dabei seid. Ich sehe euch nicht so gut, aber ich sehe ein paar Gesichter. Und es ist etwas Wunderschönes, alles einzigartige, wunderbare Menschen. Und was ich weiss, zutiefst in meinem Herz weiss, dass Gott dich liebt. Dass Gott dich liebt. Wenn ihr heute Morgen etwas sagen und weitergeben, dass Gott dich jetzt, in diesem Moment, liebt, ist ein riesen Privileg, ein riesen Geschenk. Mein Name ist Christian Jungo. Ich darf verheiratet sein, darf 3 Kinder haben. Wir sind in Bösingen daheim, das ist Kanton Freiburg. Ich bin Pastor in der FG Dödingen Freiburg. Das ist dort, wo der Röstigraben anfängt. Ja, das ist wirklich, es ist Ende Deutschschweiz. So. Es gibt keine richtig und keine falsch, es ist nur einen, nachher musst du das Beis kehren. Ja. Und den Graben gibt es richtig. Also das ist wirklich 1 Kilometer und nachher kommt dort der Schiffenensee, dann geht es das Loch runter, dann ist 1 Kilometer See und dann geht es 50 Meter rauf und nachher kommt die Weltschweiz, die Westschweiz. Ja. Voilà. Freiheit. Das ist ein Thema. Die haben eine Serie über Lex Up. Genau, so, jetzt habe ich es. Lex Up. Ich darf neben dem, dass ich Pastor bin, darf ich Menschen in der Pornosucht begleiten, die die Sucht ablegen wollen, die das Verhalten das Suchen nach Pornografie ablegen wollen. Lex Up, das ist voll das Thema. Und ich selber habe eine Geschichte drin, durfte erfahren, dass ich das ablegen in meinem Leben. Es war nicht ganz so einfach. Ich möchte heute euch auch ein bisschen mitnehmen in die Geschichte hinein. Aber Freiheit. Wir leben ja hier in einer freien Schweiz. Und vielleicht hast du schon mal ein Gefängnis besucht oder vielleicht aus einem Film ein Gefängnis gesehen. Ich war vor noch nicht allzu langer Zeit im Schloss Laupen. Dort hat es einen Käfigturm. Und ein Gefängnis, so im 15. Jahrhundert. Das war einfach eine Holzkiste ohne Fenster. Feister. Gefängnis. Da drin waren die Leute, bis sie vielleicht verreckt sind oder bis sie gehängt worden sind oder geköpft oder was immer. Auch die heutigen Gefängnisse, das ist nicht schön in einem Gefängnis. Aber stell dir mal vor, du wärst in einem Gefängnis und Tag ein, Tag aus bist du da drinnen. Immer die gleiche Wände, ein kleines Fensterchen, vergittert, kommt vielleicht ein bisschen Frischluft rein, ein einfaches Bett und es passiert nicht viel. Immer das Gleiche. Es ist Gefangenschaft, Gefängnis. Und eines Tages, da geht die Türen auf und Jesus kommt rein. Halleluja. Jesus kommt rein. Er setzt sich neben dir auf die Pritsche, fragt, wie es dir geht. Und er sagt, schau, ich habe noch einen schönen Teppich mitgebracht und tut dann den schönen roten Teppich ausbreiten. Er sagt, schau, ich habe dir etwas mitgebracht, dass es dir ein bisschen besser geht im Gefängnis. Dann geht er wieder raus und sagt, ich komme dann wieder. Das nächste Mal kommt er und bringt noch schöne Vorhänge mit. Er sagt, schau, ich habe dir noch schöne Vorhänge passend zum Teppich, dass es ein bisschen Stil hat da drinnen. So, und dann, ein anderes Mal kommt er und bringt noch einen Flachbildschirm mit. Er sagt, schau, jetzt darfst du noch Fernsehen schauen. Jetzt darfst du noch sehen, wie schön es wäre, wenn du frei wärst. Wie schön wäre es, wenn es so wäre und du kannst ein bisschen deine Zeit vertreiben und es ist nicht mehr so schlimm im Gefängnis. Aber die Tatsache ist, das ist die falsche Version von Jesus. Und der Find möchte uns immer wieder einen Jesus verkaufen, der uns ein paar Pflasterchen bringt und uns ein bisschen das Leben besser macht. Eine Lebenshilfe, dass es ein bisschen erträglicher ist. Aber Jesus hat eine andere Mission gehabt. Jesaja 61, Vers 1. Und Jesus zitiert es für sich. Und ich möchte es hier vorlesen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten. Freiheit. Der Vater hat seinen Sohn geschickt, um uns Freiheit zu bringen. Aber der Teufel, der verdreht alles. Der möchte uns Glauben machen, dass das Gefängnis, wo wir drinnen sind, dass wir irgendwie mit dem zurechtkommen müssen. Dass wir irgendwie mal
es ein bisschen verbessern können, dass wir es erträglicher machen können. Aber Jesus ist gekommen, um uns aus der Gefangenschaft heraus zu befreien. Mein Onkel hat gesagt, ein ganz weiser Mann, der hat mir mal gesagt, Christian, Jesus hat den ganzen Preis gezahlt. Sei nicht mit der Hälfte zufrieden. Manchmal sind wir mit der Hälfte zufrieden, ja, es ist schon gut, dass es ein bisschen besser ist. Aber Jesus hat den ganzen Preis gezahlt. Das ist das Erbe der Kinder Gottes. Freiheit. Freiheit. Das ist unser Erbe. Also lass uns nicht enterben. Das ist dein Erbe, es gehört dir. Freiheit. Johannes 8. Von Vers 31 an, da redet Jesus auch über Freiheit. Er redet zu den Juden dort. Und da sagte Jesus zu den Juden, die ihm Vertrauen geschenkt hatten, also zu den Gläubigen: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und nie jemandes Sklaven gewesen. Wie kannst du uns sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der tut, was die Sünde will, ist ein Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht auf ewig im Haus, der Sohn bleibt auf ewig. Wenn also der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Wenn der Sohn uns frei macht, werden wir wirklich frei sein. Wir sind alles freie Schweizer, gell? Wir sind ja nicht in Nordkorea geboren oder so. Wir haben politische Freiheit, wir können sagen, was wir wollen, oder wir können wohnen, wo wir wollen. Wir haben grosse Freiheit. Aber was nützt uns die Freiheit, wenn wir da innen gefangene Menschen sind? Und Jesus redet genau von dem und sagt, die Sünde nimmt der Mensch gefangen. Und wer Sünde tut, wird zum Sklave von der Sünde und wird gefangen von dieser Sünde und erlebt eine Unfreiheit. Und viele Menschen erleben eine riesige Unfreiheit und müssen Dinge ausleben, irgendwelchen Trieb nachgehen. Aber eigentlich hat Gott etwas anderes gedacht für uns. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Er sagt noch etwas Zweites. Er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wie hast du es mit der Wahrheit? Ja, wir Christen haben es ja mit der Wahrheit, gell? Jesus ist die Wahrheit. Die Bibel ist wahr. Wir glauben die Wahrheit. Wir glauben, dass Jesus die Wahrheit ist. Wir glauben Jesus, also alles gut, oder? Aber die Wahrheit und die Lüge, die verstecken sich manchmal viel krasser in unserem Leben, als wir denken. Wahrheit und Lüge sind manchmal auch so tarnet, dass man meint, die Lüge ist die Wahrheit. Und wir glauben es. Wahrheit und Lüge. Und die Lüge ist deshalb so gefährlich, weil die Lüge schmerzlos ist. Die Lüge ist viel leichter zu schlucken als die Wahrheit. Weil die Wahrheit manchmal brutal wehtut. Ich habe einen Mann begleitet, hat mir erzählt, er ist 30 Jahre lang verheiratet. Und dann hat er seiner Frau bekennt und gesagt, schau, so sieht es aus in meinem Leben. Und das hat die dermaßen getroffen, dass sie gesagt hat, es ist fertig. Sie hat 30 Jahre lang geglaubt, mein Mann ist treu, mein Mann ist der Beste, er ist der Hero. Sie hat auf den aufgekimmelt, ihn bestaunt, bewundert. Und nachher das. 30 Jahre lang Lüge. Das war zu viel. Und sie hat sich getrennt, sie ist ausgezogen. Und dann ist sie zu mir gekommen, oder wir haben zusammen geredet, und er hat gesagt, ja, habe ich einen Fehler gemacht? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Aber es ist immerhin die Wahrheit. Eine Lüge, einfach so tun, als ob, das wäre die andere Version gewesen, hätte ich einfach weiterfahren können. Sagen, ja, wir versuchen mein Leben zu ändern, ich sage nichts und ich tue so, als ob nie etwas wäre gewesen, aber es wäre nicht wahr. Aber die Wahrheit ist immerhin die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns frei machen und nicht die Lüge. Und die Lüge ist viel süsser. Wir wollen lieber in der Lüge bleiben. So tun, als ob. So tun, als wäre es. Damit wir nicht dem Schmerz begegnen müssen,
Weil die Wahrheit manchmal brutal wehtut. Nicht immer, aber manchmal ist sie brutal. Wahrheit, das hat etwas auch mit meinem Leben zu tun. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit hat auch mehr frei gemacht. Das ist auch in meinem Weg. Da möchte ich euch ein bisschen meine Geschichte mit reinnehmen. Ich bin im Kanton Bern aufgewachsen, das merkt man in meinem Dialekt. Ich habe wirklich 2 liebe Eltern erleben, aber beide haben auch ihre eigenen Geschichten mittragen. Meine Mutter schwer depressiv, mein Vater emotional nicht in der Lage, irgendwie mir zu zeigen, dass ich wertvoll bin, dass er mich liebt. Und so bin ich mit einem grossen Defizit in diesem Bereich aufgewachsen. Ich durfte Jesus kennenlernen, mit 9-Jährigen mich bekehren, bin in der Gemeinde aufgewachsen, die ganze Karriereleiter. Jetzt bist du Pastor gemacht, gell? So, von Jungschi bis eben alles. So. Und ich habe wirklich einen tiefen Glauben, einen tiefen Eifer für Jesus. Aber ich habe irgendwann auch gemerkt, man kann die Gemeinde auch gut brauchen als Plattform für eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn du ein guter Christ bist, wenn du dir Mühe gibst, wenn du ein guter Leiterin bist, dann bist du drin. Ja, du bekommst die Aufmerksamkeit, du bekommst Lob, Anerkennung. Und das habe ich gesucht und ich bin richtig gut in dem. Aber manchmal hat es das Loch nicht füllen können. Und ich habe gemerkt, so in den Teenagerjahren und so in meinen 20er Jahren habe ich eine tiefe Leere in mir gehabt. Ich habe nicht gewusst, warum. Ich dachte, ja, ich glaube an die Wahrheit. Ich glaube, dass Gott eigentlich das Christsein sollte glücklich machen, aber ich bin es nicht. Mit 20, nein, stimmt nicht, mit 22, ich bin noch ein Vor-Internet-Kind für all die das nicht kennen. Ich bin also ohne Internet aufgewachsen und auch ohne Handy. Und, aber so mit 22 da bin ich ausgezogen, wir haben einen Weg gegründet und dann ist es so aufgekommen, man konnte ein Analog auf das www zugreifen. Der World Wide Web. Und ich habe mir auch einen Kompi gekauft und irgendwie, mich ja gewundert, ich bin neugierig, mir schauen und plötzlich habe ich sexuelle Inhalte gefunden. Das hat mich angezöhnt, ich habe mich dazu befriedigt, ich habe mich geschämt, ich wusste, es ist nicht gut. Es hat mir niemand gesagt, es ist nicht gut, aber ich wusste, es ist nicht gut. Und es gibt eine grosse Diskussion darüber, ja, ist jetzt Pornografie schlimm oder nicht, ja, das machen sie ja alle. Und dann gibt es auch sogar Theologen, die so weit gehen und sagen, ja, aber hallo, wir müssen uns der Realität anpassen, wir müssen eher darüber diskutieren, zwischen guter und schlechter Pornografie und den Jugendlichen helfen, in dem Innen einfach mal einen besseren Weg zu finden, als ganz abzuriften. Aber Pornografie in sich ist ein Akt gegen die Würde des Menschen. Pornografie torpediert die Würde des Menschen. Ihr seid alle hier angereist. Niemand ist nackt gekommen. Es ist natürlich auch kalt draussen, ist ja verständlich, oder? Aber ich wäre jetzt im Hochsommer da, es wäre niemand nackt hier angereist. Oder? Weil Kleider sind auch Teil von dem, dass wir unsere Intimität schützen können. Gott hat Adam und Eva Kleider gemacht. Es war ein Teil von ihrer Würde, die wiederhergestellt worden ist. Ihre Intimität ist ihre Intimität. Und deine Intimität ist deine Intimität, die darfst du für dich wahren in der Öffentlichkeit. Und niemand hat das Recht, irgendwie öffentlich zu machen. Und Pornografie macht das aber öffentlich. Das sind Menschen, die genau die Grenze überschreiten. Und im Internet ist es ewig für immer verfügbar. Andere können das anschauen, können sich dazu befriedigen, können sich belustigen. Die Anna Schreiber, sie ist ehemals Prostituierte, ist heute Psychotherapeutin. Sie hat ein Buch geschrieben, Körper sucht Seele. Und da drinnen, in diesem Buch, schreibt sie, es gibt nur 3 Gründe, warum eine Frau in Prostitution geht. Das ist erstens finanzielle grosse Armut. Zweitens sind das falsche Konzept über Liebe und Sexualität, das sie irgendwie aus der Kindheit durch Missbrauch und missbräuchliche Konzepte so erlebt hat und denkt, das ist Liebe. Und drittens ist gegen ihren Willen. Es gibt nur die 3 und das Gleiche gilt auch für die Pornoindustrie. Also diese Menschen haben bereits schon einen Preis gezahlt.
dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber die haben das alles freiwillig gemacht. Aber wenn wir wirklich durchdenken und verstehen, dann merken wir, das hat nichts zu tun mit Freiwilligkeit. Hier haben Menschen einen Preis gezahlt. Es ist nicht in Ordnung, dass wir etwas schauen, was andere gezahlt haben. Ja, das ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass man sich über etwas bereichert, belustigt und andere haben einen Preis gezahlt. Das ist Sünde. Immanuel Kant, das ist ein Philosoph, der hat gesagt, alles, was der Mensch zu einer Ware macht, wenn der Mensch zu einer Ware wird, dann ist das gegen seine Würde. Und in der Pornografie wird der Mensch zu einem Sexobjekt. Es ist egal, wer er ist. Man kann es verwerten für die eigenen sexuellen Gelüste und dann wieder wegwerfen. Und dann sucht man einfach eine nächste oder eine andere oder noch eine geilere oder irgendwie. Es ist einfach ein reiner Verbrauch. Es ist nur Mittel zum Zweck. Dann wird es weggeworfen. Es ist ein purer Gegensatz zur Liebe. Und darum habe ich gemerkt, hey, da ist etwas nicht gut. Es ist nicht okay. Und ich dachte, okay, fertig, das mache ich nie mehr. Mache ich nie mehr. Aber ich habe es dann gleich wieder gemacht. Am Anfang nicht so viel, mit der Zeit mehr. Und dann hatte ich wieder Phasen, wo ich es irgendwie stoppen konnte. Ich hatte mal eine Phase, so mit 24, wo ich wie noch einen Durchbruch, Erweckung erlebt habe. Und so nach einem Jahr bin ich aber gleich wieder zurückgefallen in das Verhalten hinein. Und dann hatte ich Zeiten, dann irgendwie noch ein bisschen Sorgen gehabt mit der Partnerwahl und dann einen Körper bekommen, einen nach dem anderen. Und dann hat es mir so, das war der Gong gewesen. Und ich dachte, das ist mir doch gleich, weißt. Sollen wir die Frau alle zusammen, was immer. Ja. Und gleichzeitig bin ich sehr aktiv in der Gemeinde. Ich habe Lobpreis geleitet, habe Hauskreis geleitet, habe die Jugendgruppe geleitet. Ich war wirklich voll Gas drin. Und jetzt Momente gegeben, am Samstagabend der grösste Absturz, am Sonntagmorgen hier gestanden. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Und innerlich habe ich etwas anderes gebetet. Innerlich habe ich gesagt, Herr, erbarm dich meiner. Erbarm dich. Erbarm dich. Das ist nicht okay. Das ist nicht mein Leben. Das passt nicht zusammen. Wenn die wüssten, das passt nicht zusammen. Das Bild, das ich hier abgebe, ist nicht das Bild, das ich daheim bin. Das ist nicht das Bild in meinen 4 Wänden. Und irgendwie, ich habe immer wieder versucht, das zu stoppen, immer wieder versucht, mal einen Filter drauf zu haben, oder mit Rechenschaft. Und dann letztendlich 2009 durfte ich eine schöne Zürcherin heiraten. Dir als Aargauer ist das ein bisschen anders, aber ich liebe Zürcher. Seid ihr denn? Ja, ist wahr. Ich habe sogar 8 Jahre im Zürich Oberland leben, bevor ich dann wieder weggezogen bin. Aber auf jeden Fall, in diesem Zeitpunkt habe ich gesagt, so, und jetzt ändere ich mein Leben. Ich bin das meiner Frau schuldig. Und ich will wirklich mein Leben ändern. Ich habe dann schon gewusst, es ist nicht so einfach. Die ersten paar Monate sind irgendwie gut gegangen, aber dann hat es einreissen, immer mehr wieder. Und nachher hat es mir richtig reingenommen. Ich merke, das fängt total an, mich zu beherrschen. Meine Gedanken waren so kaputt, wenn ich durch Zürich durchgelaufen habe. Ich habe Pornos gedreht mit den Frauen. Ich wollte das nicht wollen. Ich wusste, das ist falsch. Aber das hat angefangen, mein Leben zu beherrschen. Und irgendwo ist ein Moment gekommen, da ist etwas passiert, wo mir einfach wieder war wie ein Schlag ins Gesicht, wie der Mike Tyson es mir poliert hätte. Und es war der Moment, wo ich wirklich realisiert habe, Christian, mach die Augen auf. Und dann, in diesem Moment habe ich wie verstanden, Christian, jetzt hast du 10 Jahre lang versucht, das loszuwerden. Und statt dass es besser geworden ist, ist es in diesen 10 Jahren immer kaputter und immer perverser. Und es ist immer mehr Grenzen überschritten. Die Wahrheit ist, jetzt musst du in die Augen schauen, die Wahrheit ist, es wird sich nicht von alleine ausschleichen. Das ist eine Lüge, du glaubst eine Lüge, es wird sich irgendeinmal ergeben, dass du dann frei bist. Das ist eine Lüge. Und du glaubst dieser Lüge. Und die Wahrheit ist, dein Leben wird kaputt gehen. Und du musst heute entscheiden. Die Wahrheit ist, du wirst deine Ehe ruinieren. Die Wahrheit ist, du wirst dein Leben ruinieren, du wirst vielleicht andere Menschen ruinieren. Du musst hier kehren. Und in diesem Moment kommt eine neue Wahrheit in mein Leben hinein. Das war schon ganz schmerzhaft.
Christian, du hast eine Sucht. Du bist süchtig. Ich, der gute Christ, das Vorbild, der vorne steht, bin süchtig. Und ich habe nicht viel über Sucht gewusst, aber ich wusste, wenn ich eine Sucht habe, dann brauche ich einfach Hilfe. Ich muss Therapie haben. Ich brauche Menschen, die mir helfen. Ich bin jetzt der. Vorher habe ich immer den Leuten geholfen, jetzt bin ich der. Und dort muss ich anstehen. Fragen, könnt ihr mir nicht helfen? Sucht, da möchte ich ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Ich habe, glaube ich, schon über Sucht das Thema gehabt. Unser Körper, so wie es Gott geschaffen hat, wir müssen uns nicht darum kümmern, um die Atmung, um den Herzschlag. Oder hast du dich jetzt irgendwie in den letzten Minuten darum gekümmert? Auch nicht. Das ist lebenswichtig. Lebenserhaltende Sachen gibt es aber auch in unserem Leben. Und die lebenserhaltenden Sachen, die sind über unser Belohnungszentrum gesteuert. Das ist Essen, das ist Trinken, das ist lebenserhaltend. Würden wir nicht einen Impuls haben, jetzt musst du trinken, wenn du dehydriert bist, wir würden einfach verdursten und würden es nicht merken. Oder? Das wäre irgendwie... Aber das ist über Dopamin gesteuert und Dopamin tut uns unsere Konzentration auf das lenken, was jetzt übergeordnet wichtig ist. Und auch die Sexualität ist lebenserhaltend, sonst wärst du nicht da. Ja? Es ist übergeordnet wichtig. Es ist wichtiger als deine Schulhausaufgaben. Es ist übergeordnet wichtig. Ja, ist wahr. Oder? Es ist übergeordnet wichtig. Und noch schön dazu. Ja? Und Gott hat uns so gemacht, Gott hat uns so beschenkt, damit wir auch tun, was wir irgendwie in diesem Leben tun sollten. Nur im Kontext von der Pornografie wird es natürlich völlig aus dem Kontext herausgerissen und pervertiert angeboten. Und jetzt kann ein sexueller Impuls über einen Bildschirm oder irgendwie, und dann kickt das Dopamin rein und sagt, hey, übergeordnet wichtig, jetzt musst du schauen. Und dann passiert das, was muss passieren, nämlich es wird sexuelle Erregung gesetzt ein, das sind ganz viele Hormone, die dann kommen, die einsetzen. Das Dopamin drängt jetzt darauf, weiter schauen. Mehr. Es soll ja schliesslich zum Orgasmus kommen, soll zum Samenerguss kommen. Also in diesem Kontext heisst es Masturbation. Also geht es in diesen Weg durch. Und das Dopamin hat eine doppelte Wirkung. Zum einen drängt es darauf, das zu tun. Und zum anderen verankert es im Hirn ganz stark das Erlebnis. Und wir lernen über zwei Sachen ganz stark. Nämlich über Belohnung und Bestrafung. Das lernen wir ganz schnell. Als ich in Kanton Zürich gezügelt bin, habe ich in einem Jahr 10 Bussen bekommen, etwa 1000 Steine abgedrückt. Das sind ein bisschen weniger kulanter als Berner. Aber ich habe schnell gelernt, das hat mir wehgetan. Also wir lernen über diesen Weg. Und das andere, der zweite Weg ist über die ständige Wiederholung. Ja, die Militärdrill, Schule, lernen, üben, bis wir es können. Das kennen wir. Und hier kommen die zwei Sachen zusammen. Es ist durch das mobile Internet jederzeit verfügbar. Und jetzt kannst du den Klick machen und du kannst eine Gefühlsdusche abholen, die enorm ist. Die Sexualität beschert uns die stärkstmöglichen Gefühle, die wir irgendwie können erleben können. Ohne, dass wir jetzt Drogen konsumieren. Das sind körperinterne, starke Hormone. Und jetzt kann man das einfach abholen. Und morgen noch einmal. Und morgen noch einmal. Oder 3-mal am Tag. Man kann das wiederholen und wiederholen. Und das brennt sich zutiefst ein, als etwas, das wir dann fast nicht mehr zurücktragen können. Und so ist es mir gegangen, ich stehe dort und weiss, das ist eine Sucht. Das ist eine Sucht. Und ich weiss mir nicht mehr, wie zu helfen. Ich habe dann mich entschlossen, mit der Wahrheit vorzurücken. Ich habe einen Brief geschrieben, das hat mir eine Frau hergelegt. Ich bin arbeiten, ich konnte ihr nicht das persönlich sagen, was wirklich in mir abgeht. Sie hat mir dann vergeben, sie hat mir gesagt, sie will mich unterstützen in diesem Sinne. Wirklich ganz starke Frau, die mich dort drinnen hat getragen. Und ich habe dann Hilfe gesucht, ich bin dann da zu Uster gelandet, beim Beat Schultes. Und ich habe dann, der hat mich begleitet und gesagt, ja, wir machen das wie bei den Alkoholikern, wir einfach da, du hast ein Gelübde unterschrieben, dass du nichts konsumierst am Monat. Und ich denke, am Monat nicht konsumieren, meine Güte, das bringe ich nicht an. Das ist
okay, probiere es. Und dann haben wir das angefangen. Ersten Monat clean geblieben, zweiten Monat clean geblieben, dritten Monat clean geblieben. Und ich gemerkt, okay, es kommt ein Momentum, ich komme auf die richtige Linie, ich komme auf die richtige Schiene. Ich konnte nichts konsumieren, aber der Druck war immens. Mir innen, manchmal bin ich vor der Bühne gekommen, oder vor der Arbeit, Entschuldigung. Und bin von der Arbeit heimgekommen und in mir innen ist wirklich ich muss Pornos haben, ich muss konsumieren. Ich muss. Und ich habe nichts anderes gewusst, als mich einfach irgendwo einzusperren. Ich bin in die Werkstatt runter, bin dort auf die Knie, gebetet. Bis ich gewusst habe, jetzt ist die Frau auch daheim, jetzt bin ich safe, jetzt kann ich keinen Scheiß bauen. Und ich habe viel darauf da, ich habe wirklich gekämpft bis aufs Blut, ich habe Kämpfe durchgestanden, die sind unmenschlich. Einfach zum sagen, ich will wirklich frei werden. Und mein Slogan war dann, Gott hat etwas Besseres für mich parat, das ist nicht mein Leben. Gott hat etwas Besseres. Es muss etwas Besseres geben. Und das, was ich gelebt habe bis jetzt, ist nur ein Schatten da von dem, was mir die Bibel verheißt. Und so ist es gegangen. Ich habe dann ein paar Monate später, ich weiß nicht, ob ihr das so macht, so eine Neujahrslosung ziehen. Auf jeden Fall habe ich so eine Neujahrslosung gezogen, da drauf ist gestanden: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ich habe so gedacht, das ist wie aus einer Pistole rausgeschossen gekommen. Erstens, Gott hat das zu Jesus gesagt, das kann nicht jeder für sich in Anspruch nehmen. Zweitens, mich kann man nicht lieben. Und drittens, Gott kann keine Freude mehr haben, weil ich bin noch gefangen in dem Innen. Ich bin noch gefangen in der Pornografie. Ich kann nicht ein Mensch sein, der Gott Freude haben kann. Ja, der Bibelvers eigentlich wieder zurückschießen in den Topf oder so. Aber dann habe ich gefunden, ja gut, den behalten jetzt einfach mal. Schliesslich ist es eine Jahreslosung. Und dann hat das angefangen, mit mir etwas zu werken. Ich habe in mir innen gespürt, aber was wäre, wenn es so wäre? Wie schön wäre das, wenn ich einmal könnte die Stimme akustisch auch hören. So wie Jesus es gehört hat. So wie Gott zu mir würde sagen, Christian, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Und ich habe das tiefste in mir gespürt, das wäre es wert, gelebt zu haben. Ich habe gemerkt, das muss ich wissen. Ich weiss es nicht. Ich weiss es echt nicht, ob Gott mich will. Ich hatte eher so ein Gefühl in mir im Sinn von, kennt ihr das? Manchmal so, in den Bauernhöfen laufen, so eine Katze zu suchen. Die gehört nicht zum Bauernhof, aber die ist einfach auch da, die mauset ein bisschen, und wenn sie unter einem Meier kommt, ist sie irgendwie... Oh? Sie fällt nicht, weißt du? Und verstehst du, ich bin irgendwie Christ geworden. Das ist einfach Zufall, oder? Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Das ist einfach so. Ich weiss gar nicht, ob Gott mich wirklich wollte. Warum sollte er auch? Warum sollte er dich wollen? Warum? Und das waren die Fragen, die ich angefangen zu bewegen in mir drin, aber ich hatte nicht wirklich eine Antwort, nicht wirklich einen Durchbruch gehabt. Dann habe ich angefangen, Kompromiss zu machen mit der Pornografie. Ich habe angefangen, so ein bisschen zu spielen mit dem. Dann bin ich richtig abgestürzt. Ich habe das Passwort von der Frau herausgefunden. Nicht von der Frau, sondern von ihrem Laptop. So, und nachher bin ich dort richtig abgestürzt. Und ich weiss noch, ich bin dort in dem Moment, habe ich zutiefst, bin ich ins Loch hineingefallen, ins Loch von der Hoffnungslosigkeit. Ich dachte, was kann ich jetzt noch machen? Ich habe alles probiert. Ich habe gekämpft bis aufs Blut. Ich habe viel darauf getan. Ich habe mir Hilfe gesucht. Was kann ich noch? Und nach einem Jahr Therapie bin ich genauso süchtig wie vorher. Keine Veränderung. Ich bin untherapierbar. Es geht nicht. Es ist Gefängnis. Da bin ich. Scheiße. Und nachher bin ich in meiner Verzweiflung, ich bin dann ins Schlafzimmer, ich bin auf die Knie und gesagt, Jesus, ich weiss, dass es dich gibt. Und ich weiss, dass du mir vergisst. Ich bitte dich auch nicht mehr um Vergebung, aber ich bitte dich, mich frei zu machen. Ich kann mich nicht befreien. Entweder tust du ein Wunder an mir oder ich muss so leben, wie ich lebe. That's it. Ich habe es probiert. Hier bin ich. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie Gott anfängt, irgendwie in meinem Leben zu wirken. Ich habe dann, ein paar Wochen später, um eine bisschen lange Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, ein paar Wochen später habe ich ganz deutlich gespürt, wenn nicht mein Herz sich verändert. Mein Herz ist das Problem. Pornografie ist gar nicht wirklich das Problem. Hier ist das Problem. Da ist etwas korrupt
der mich immer wieder an falschen Brunnen führt. Ich gehe dort am falschen Brunnen trinken. Das ist etwas nicht gut. Ich habe gewusst, das hat mich noch in eine Verzweiflung hineingebracht. Ich habe nicht gewusst, wie kann ich mein Leben ändern. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich mein Herz ändern kann. Weißt du es? Ich weiß nicht. Und so habe ich angefangen, zu Gott zu rufen und gesagt, Gott, ich brauche ein neues Herz. Ich kann mich nicht verändern. Ich weiß nicht einmal was. Ich kann mich nicht verändern. Dann bin ich jede freie Minute spazieren. Und so nach einer Woche hatte ich ein Erlebnis. Das war eigentlich ganz ein banales Erlebnis, aber ich bin dort am Spazieren und plötzlich erfüllt mich eine innere Gewissheit, eine Sicherheit, du bist frei. Ganz banal. Es ist wie wenn jemand einen Schalter hat, gestimmt. Ja, jetzt ist Licht. So, dunkel, Licht, fertig. Und in diesem Moment höre ich die Stimme von Gott, vom Vater, innerlich, die sagt, Christian, du hast nach Liebe gesucht am falschen Ort. Ich bin die Liebe. Und dann dachte ich, ja genau. Ja, that's it. Das ist mein Problem. Ich suche Liebe am falschen Ort. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich geliebt bin. Ich weiß gar nicht, ob ich wertvoll bin. Und ich suche es in den Pornos. Und ich versuche, ein Loch zu stopfen. Und jetzt sehe ich ein Riesenloch. Dann bin ich zusammen mit meiner Frau Auszeit genommen. Sie auf Redding, Kalifornien. Wir waren dort in der Bethel School. Und in den ersten Monaten ist es einfach darum gegangen, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Du bist sein Lieblingskind, er hat Freude an dir. Das ist wie abgebraut an mir. So, ich dachte, wow, ja schon, aber. Ja, natürlich, aber. Und gleich hat es angefangen, in meinem Herz auf einen Riss zu bilden. Und Gott hat angefangen zu mir reden. Und nachher ist die Liebe angefangen reindringen. Und das ganze Jahr lang, von dem Moment an, wo wie das Erlebnis gemacht habe, wo der Schalter aufgelegt worden ist, habe ich ein Jahr absolute Freiheit erlebt. Nicht einen Gedanken verschwendet, kein Filter drauf da, nichts. Einfach, ich bin heimgekommen von den USA und gemerkt, wow, mein Leben ist anders. Etwas in mir ist grundlegend anders, wie ich es noch nie erlebt habe. Etwas in mir vertraut Gott von Grund auf. Das habe ich vorher nicht gekannt. Vorher musste Gott irgendwie zufriedenstellen, um seine Gunst kämpfen. Aber plötzlich habe ich gewusst, er ist mein Vater. Ich kann Gott vertrauen. Das ist easy. Easy Job. Ganz easy. Ich kann Gott vertrauen. Nachher bin ich ein bisschen übermütig geworden, dann mache ich einen Rückfall. Bam! Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich alles verloren. Und dann, als ich wieder aufgestanden bin, das bereinigt habe und ich habe noch mit einer Seelsorge geredet, und dann merke ich, hey, aber nein, ist nicht wahr. Ich bin frei. Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin nicht mehr süchtig. Die Sucht ist nicht mehr da. Ich muss nicht mehr zurück. Schau, Freiheit, wenn Jesus uns frei macht, Freiheit heisst nicht, dass du mit dem Feuer spielen kannst. Freiheit heisst, dass du nicht mehr musst mit dem Feuer spielen. Das ist Freiheit. Und Jesus ist gekommen, um uns wirklich, wirklich frei zu machen. Und Wahrheit wird uns frei machen. Aber wir sind manchmal lieber in der Lüge drin, weil es einfacher ist. Aber die Wahrheit wird uns frei machen. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Ich möchte dich fragen, bist du frei? Bist du frei? Es hat mir mal jemand angerufen und gesagt, Herr Jungo, ab wann ist man süchtig? Wie viel braucht es, für nicht süchtig zu sein? Oder wann ist die Grenze überschritten? Und gesagt, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, bist du frei? Bist du frei? Ist das Freiheit, die du erlebst? Ist es die Version, die Gott über dir denkt? Ist es bereits dein Leben geworden? Oder lebst du noch ein Schatten da von dem, was Gott eigentlich für dich parat hat? Jesus hat am Kreuz den ganzen Preis gezahlt. Er hat wirklich bis zum letzten Tropfen gekämpft. Er hat gelitten. Am Schluss hat er gerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der ganze Preis ist gezahlt. Und das Erbe der Kinder Gottes ist Freiheit. Gang nicht für weniger. Ich weiss nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du nicht wirklich in einer Freiheit drin. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott liebt dich. Gott ist nicht dein Find. Gott ist für dich. Er liebt dich, er hat seinen Sohn geschickt, um dich wirklich, wirklich frei zu machen. Aber der Teufel liebt es, uns zu belügen. Er sagt, nein, wenn es noch ein bisschen besser wird, ist auch gut. Er verkauft uns eine Version von Jesus, wo es nur ein bisschen besser ist. Wo es nur ein bisschen christlicher wird. Aber Jesus hat Gott hat eine andere Vision von dir. Freiheit. Freiheit, du darfst frei sein. Ich möchte beten, ich möchte auch die Band bitten, vorzukommen.
wenn wir in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach vor Gott sind, wo wir im Lobpreis sind. Und da darfst du vor Gott sein und sagen, hey, wenn du merkst, ich bin nicht wirklich frei, wie in diesem Thema zu kämpfen. Ich tue dich nicht verurteilen, ich tue dich nicht angreifen. Ich will auch niemanden beschämen. Aber ich möchte verkündigen, es gibt wirklich Freiheit. Und ich darf da stehen. Und ich darf reine Gedanken haben. Sogar das ist möglich. Gott hat das alles weggewaschen. All die Bilder, all die Filme, ist alles weggewaschen. Wenn ich heute durch die Straße laufe, darf ich eine Frau anschauen und sehe das Geschöpf Gottes. Ich sehe einen wunderbaren Mensch. Mit reinen Augen, so wie Jesus die Frau anschauen konnte. Und es ist ein Geschenk. Aber das darf auch in deinem Leben sein. Gott hat Männer nicht als Perverslinge geschaffen. Das hat mir kürzlich eine Frau ist zu mir gekommen und hat erzählt, gesagt, sie hat ihren Mann verwünscht beim Pornos schauen. Dann hat sie ihn konfrontiert. Dann hat er gesagt, ja weisst, ich bin halt ein Mann. Und was hat er damit sagen? Männer sind halt sexgesteuert. Männer sind schnäbig-gesteuert. Männer müssen halt einfach mal vögeln. Ja, das ist die Version, die der Satan uns verkauft. Es gibt auch so ein Lied, Männer sind Schweine. Aber das ist nicht die Version. Gott hat der Adam als Ebenbild geschaffen, mit reinen Gedanken, einem reinen Herz. Und das darf auch in uns sein. Jesus ist gekommen, uns aus dem Gefängnis zu holen. Auch die. Auch die. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so viel mehr liebst, als wir das uns je irgendwie erdenken können oder erhoffen. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, um wirklich jede Gefangenschaft aufzulösen. Um die Ketten zu brechen. Um uns von den Lügen zu befreien. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du heute wirklich, jetzt in diesem Moment, dass du Ketten löst, dass du Menschen aus dem rausholst. Dass du Leute aus dem rausziehst, jetzt in diesem Moment. Danke dir. Amen.